verehrten Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit, denn in wenigen Sekunden ist es soweit. Dann wird er die Bühne betreten. Er ging ins Ausland, um dort sein Glück zu machen und versprach nie, wirklich nie wiederzukommen. Er ist wieder hier. Seine erotische Ausstrahlung ist außergewöhnlich und bei seinem Anblick schmelzen die Frauen dahin. Dieser Mann hat das Sixpack neu erfunden und die Männer erblassen vor Neid. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich auf Zauberei mit Biss und begrüßen Sie mit einem donnernden Applaus den schwäbischen Bayern, den Strahlemann der Zauberkunst, den Magier des Herzens, von dem schon Siegfried und Roy sagten: Wer zum Teufel ist das? Enigmo. Servus, mal wieder bei den Silverados. Eigentlich wollte ich die Begrüßung anders anfangen und sagen, schön, dass wir uns hier alle bei dem Phosphos-Konzert treffen, aber ich habe mich dann doch entschieden, hierher zu gehen. War etwas näher. Ja, herzlich willkommen. Ich sage schöne Grüße aus Richten aus Pullman City. Die Stadt lebt, die Stadt geht's gut. Ich pfeife, aber es wird immer besser. Ja, ich habe vor einigen Monaten eine kleine Veranstaltung mitgestalten dürfen von den Silverados, da war irgendwie Fasching oder so. Ne? Und es war relativ lustig und ich bin jetzt einfach gebeten worden, nochmal herzukommen, damit andere Leute das auch mal sehen. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, die paar Kilometer, was soll's. Und bin kurz die 400 Kilometer hergefahren, nur um euch zu zeigen, hier in Lomersheim, es gibt Kunststücke, die sind nur für hier. Boah, Schwäbischwätze, wenn ich das lieber ist. Aber ich weiß nicht mehr gewählt, schon so lange her. Ich habe extra meinen Händler angerufen und habe gefragt, hey, was kann ich denn da zeigen in Lomersheim? Meier hat gesagt, macht was Einfaches, das verstehen die. Wie was Einfaches? Also, da mache ich was mit gleich langen Seilen. Ich habe mir die dann bestellt und gekauft und habe die bekommen und war ziemlich entsetzt heute Morgen, als ich die ausgepackt habe. Die waren nämlich alle ziemlich unterschiedlich. Und ich habe ihn dann angerufen und habe ihn gefragt, was soll das? Ich meine, 3 unterschiedlich lange Seilchen, das ist ein schönes Ding. Damit kann ich nicht arbeiten. Sag, du, das ist ganz einfach, du nimmst die 3 Seile und legst sie dir flach über die Hand, dann sind die oben alle gleich lang. Na super, sage ich, aber ich sehe das heißt in Lomersheim, dass die unten unterschiedlich sind. Sag, du, das ist kein Problem, dann nimmst du die unteren Enden auch nach oben, 1, 2, 3 und schon sind alle Seile oben und unten gleich lang. Ja, und die Mitten, sage ich meine, ein bisschen blöd, ja, jetzt brauchst du ein bisschen einen magischen Hauch und schon sind alle genau gleich lang. Und so habe ich dann angefangen. 1, 2, 3 gleich lange Dinger. Das, was ihr gerade gesehen habt, Dankeschön, das, was ihr gerade gesehen habt, das nennen wir Zauberkünstler gerne Illusion, weil das wären ja 3 unterschiedlich lange Seile, ja. Ihr wolltet aber, dass wir den 3 gleich lang sehen. Also nehmen wir die hier, 1, 2, 3, mag mal jemand untersuchen, die sind alle okay hier, schauen wir nach. Alle gleich lang, oder? Jetzt hast du es kaputt gemacht, ey. Mann! Natürlich sind solche gekauften Kunststücke total doof. Und da habe ich mir gedacht, das kann ich selber viel besser. Ich brauche jetzt eine Freiwillige. Marika, wo bist du denn? Wo ist sie denn? Beim Rauchen, oder? Dann musst du mir helfen. Schau mal, ich habe hier eine Schere. Würdest du mal gucken, ob die schneidet? Hier. Ja! Und geht? Ja, dann komm mal mit. Bring mir die Schere. So, das ist aber nett. Genau. Wie heißt du? Gabi. Hallo Gabi. Selber ausgesuchte Namen. Halt mal das Seil fest und zieh mal ganz feste dran. Ist da irgendwas eingebaut? Assistentin Spiegel, irgendwas? Ja. Die Bühne ist in der Mitte. Okay, ich möchte dich eigentlich nur bitten, dieses Seilfuß für mich in der Mitte durchzuschneiden, ja? Einfach mal durchschneiden hier.
nee, jetzt muss ich wegen hier nochmal von vorne anfangen. Das ist echt. Na. Ich laufe nicht so weit weg, vielleicht brauche ich dich nochmal. Schau mal, Gabi, wenn du das Seil in der Mitte durchschneiden willst, dann musst du erstmal einen Knoten machen. Und dann kannst du die Mitte vom Seil suchen. Ja? Dann suchst du die Mitte vom Seil ungefähr so und dann schneidest du es genau in der Mitte durch. So. Komm nur hoch, ich brauche nicht nochmal. Das habe ich selber falsch gemacht, so ein Blödsinn. Gabi, du kannst mir ganz kurz helfen. Schau mal, die Enden sind so unterschiedlich lang. Da brauche ich ein bisschen Unterstützung von dir. Kannst du mal kurz dagegen pusten, bitte? Ja, nicht nass machen, trocken. Stimmt. Schau mal, jetzt sind die genau gleich lang, siehst du? Und wenn die gleich lang sind, dann kann man ganz leicht in der Mitte oder von vorne oder irgendwo wieder anfangen. Soll ich dir verraten, wie das geht? Ich mache gar keine richtigen Knoten. Ich mache Schiebeknoten. Also das ist kein richtiger Knoten. Ja, man macht einfach den Knoten da rein und wenn man den Knoten da drauf hat, dann kann man den auch untersuchen lassen. Ja, magst du mal untersuchen hier? Ja, reicht schon. Und der hat zwei Eigenschaften. Ja. Zum einen ist es ja ein Schiebeknoten, ja, den kann man hier am Seil entlang schieben. Gabi. Und es ist ein Scheinknoten. Das heißt, wenn man ihn immer braucht, gibt man her. Und dann hat man ein Seil, das kann man genau in der Mitte durchschneiden. Da sucht man sich einfach die Mitte, Gabi. Ungefähr da oben und schneidet dann durch. Und dann machen wir alles durch. Applaus für die Gabi. Schön. Danke. Der Jude ist schon wieder da? Ja gut, ein bisschen Zeit hat er noch. Okay. Ich habe jetzt so eine kleine Staffelei stehen und auf diesen Umschlag habe ich hinten ein Wort drauf geschrieben. Jetzt muss ich vielleicht mal runterkommen, damit ich jemanden finde, der mir helfen kann. Vielleicht der Herr mit dem hellen Hut, weißt du, was hier hinten auf dem Umschlag draufsteht? Nein. Weißt du, was draufsteht? Was? Wie? Sprichst du kein Deutsch? Nein, ob du weißt, ob was hinten draufsteht? Nein! Der Mann kann Hellsehen! Nein, ist richtig! Gut! Okay, halt, steh mal wieder auf. Wie heißt du? Heinz, hallo Heinz, ich bin der Oliver. Den Umschlag bitte ganz hoch halten, damit ich da nicht lang kann, ja? Jetzt brauchen wir noch jemand anderen, irgendjemand, der an eine berühmte Person denkt. Du nicht. Das ist natürlich so. Vielleicht mal Heinz hochhalten, nicht anschauen. Hochhalten. Ja. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, bleib sitzen, Silvia. Denk an eine berühmte Person. Hast du eine? Nur denken, nicht sagen. Hast du jemanden? Okay, ich werde jetzt die Person bei dir rausnehmen und in den Umschlag tragen, okay? Wie heißt du nochmal? Da steht drauf. Silvi. Nicht, dass ich vergessen. Silvi. Du stehst gut, ja? Okay, ich habe mir schon überlegt, ob ich was anderes mache, weil das leider nicht Umschläge her. Okay, Silvi, jetzt musst du aufstehen. Silvi, danke. Und jetzt schrei ganz laut ins Publikum, an wen du gedacht hast. An wen? An wen? John Wayne! John Wayne! Scheiße. Das ist jetzt ein bisschen blöd, ich hätte Angela Merkel vorbereitet. Können wir das nochmal tauschen, Silvi? John Wayne. Ganz sicher? So, dann schauen wir rein. Müssen wir den umschlagen? John Wayne. Ganz sicher? Okay, schauen wir nach. John Wayne. Ja, natürlich sind wir jetzt hier bei einer Musikveranstaltung, da habe ich mir überlegt, da muss ich was damit machen. Und wir sind ja hier, wie heißt die komische Band, die hier heute spielt? Wie heißen die?
Wie heißen die? Was? Reach. Doch halt klein. Reach. Okay, und einen brauche ich noch. Reach. Reach ist gut, oder? Reach. Okay. Und noch einen bitte. Haben wir noch eine Band? Ja, geh vor. Wen? Arizona Fire. Super, du weißt, wie genau die Tafel ist. Oh. Arizona Fire. Arizona Fire, ja? Jetzt brauche ich jemanden von der Band, die heute hier spielt. Ist da jemand da? Da haben wir einen. Schau mal, ich mische die Karten, während du hier hochkommst, damit du nicht weißt, was ich tue. Ja? Okay, jetzt sag mal ganz ehrlich, welche von den Tafeln gefällt dir am besten? Oben nach unten. 1, 2, 3, 4 oder 5. Die unterste? Die anderen nicht. Du willst wirklich die unterste. Wow. Hey, der Mann ist gut. Hast du mir das gesehen hättest? Silveranos. Die beste Band am heutigen Abend. Aber man muss dazu sagen, so schwer war es nicht, weil hier steht Silveranos drauf. Und hier steht Silveranos drauf. Und hier steht Silveranos drauf. Mein Gott, wenn es so schwer gewesen wäre. Ne? Und hier steht auch Silveranos drauf. Mein Gott. Geh. Geh mit Gott, aber geh. Ach Mensch, da habe ich ja noch eine Vorhersage stehen. Die ist interessant, die ist nicht von mir. Diese Vorhersage habe ich getroffen. Ich brauche jetzt 8, ohne Schmarrn, 8 Freiwillige auf der Bühne. 1, das war okay. 2, 3. Ihr müsst mithelfen, komm. Ja, hinter euch steht niemand. Komm. Komm, ich habe nicht schon gesehen. 1, 2, 3, 4. Da ist die Treppe. 5, 6, 7, die 3 Damen beim Saloon. Hallo. Ihr 3 Hübschen im Saloon, kommt mal kurz hoch. Ihr müsst nichts tun, nur einen Zettel halten. Dann muss ich es immer hochziehen. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 3 Stück brauche ich noch. Du hast schon, du hast Glück gehabt. 6, 7, habt ihr was? Und 8. Ja! 8 ist doch schön. So. Junger Mann, geht's dir gut? Ja? Gut, also, pass auf, ich stelle mal ganz rüber. Du kommst hier hin. So, wer ist zuletzt auf die Bühne gekommen? Du? Dann muss ich mit dir spielen. 9 ist zu viel. Okay, komm auch noch ein Stückchen rüber und ihr bleibt da so und du kommst ein bisschen zu mir. Pass auf, ich habe hier Zettel, da stehen Zahlen drauf, ja? Du darfst bitte jedem einen Zettel in die Hand drücken von den Kandidaten hier. Und ich stelle das mal hier hin, damit ich da nicht mehr ran kann. Jedem einen. Okay. Super. Ihr dürft den Zettel bitte so halten, dass das Publikum den Zettel lesen kann. Wunderbar. Also, wer bist du? Die Nummer 1, 2, 3. Seid ihr in der richtigen Reihenfolge? Super. 5, 6, 7. Okay. Du schaust dir jetzt bitte mal die 7 genau an und dann gibst du 3 von ihnen auf die Schulter. Ja, mach. Schaust du dir genau an, such dir 3 aus und gib ihnen auf die Schulter. 1, 2, Konkurrenz eliminieren. 3. Okay, ihr 3, ihr dürft schon mal von der Bühne gehen. Ihr habt das hinter euch. Ja, ein bisschen Bewegung. Die ganze Panzerei ist ja gar nichts. Den Zettel hoch, bitte, damit die anderen das sehen können. Schau mal, jetzt sind 4 Stück übrig, ja? Die gefallen dir also besser wie die 3 da, oder nicht? Warum hast du die weggeschickt? Darum. Okay, gut. Dann kipp jetzt nochmal 2 Leuten auf die Schulter, bitte. Einmal. 2-mal. Ihr beiden dürft auch gehen. Tut mir leid, ich hätte euch den Preis gegönnt, aber Sie will nun mal mit diesen beiden Herren hier spielen. Wie heißt du? Dennis. Warum hast du deinen Namen gibst? Auf der Steingfloge. Warum? Stolpert, kannst nicht laufen. Hängen geblieben, okay. Ja, passiert mir auch manchmal. Und wie heißt du? Germain, Franzose?
Oh, c'est très bien. Oh, okay, gut. Dann, bitte such dir einen von beiden aus. Der, wo dir besser gefällt. Den schicken wir weg. Dennis, es tut mir leid. Also du stehst auf Franzosen, ja? Schau mal. Ein junger Franzose namens Germain, und wie heißt du? Und die junge Sarah. Und eine mir völlig unbekannte Dame aus dem Publikum, die hat heute zu mir gesagt, Mensch Oliver, die Zahl, die muss es sein. Ich glaube, die ist es. Du hast die Zettel selber verteilt, du hast dich selber für ihn entschieden und jetzt darfst du diesen Vorhersageumschlag öffnen und gucken, was da drin steht. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ja, mach hin, die Leute haben keine Zeit, die wollen Silverados hören. Nein. Doch. Ich wünsche einen schönen Abend, ihr zwei Fünfer. Seid froh, dass ich nicht die 6 genommen habe. Danke fürs Mitspielen, ihr zwei Hübschen. So, jetzt brauche ich unbedingt den Udo. Mein Freund und Kuchverstecker. Grüß dich. Ich mag den Udo immer, wenn ich ein Kunststück mache. Der ist so schön spontan. Und ich habe ihm heute schon aufgetragen, er soll über den Spruch nachdenken, lieber Arm dran als Arm ab. Udo, du weißt es ja, du kennst das Spiel, ne? Nimm Platz. Ja, Applaus für Udo. Er ist es ja nicht gewöhnt, ne? Nimm Platz. Mach's dir bequem? Ausziehen noch nicht, das machen wir nachher. Ist dir gut? Ja, gut. Udo, Ich trau dir nicht, du weißt. ach, du musst doch keine Angst haben vor mir. Udo, ich habe ein kleines Spielzeug für dich dabei. So mache ich nicht. Nein, musst du auch nicht. Halt mal die Gurken fest. Eine rechts, eine links. Du weißt, immer wenn ich dich auf der Bühne habe, brauche ich ein Spezialrequisit. Moment. Dieses kleine Spezialrequisit stelle ich neben dich und werde es dem erlauchten Publikum mal ein wenig vorführen. Das ist mein Spezialrequisit. Das besteht aus einer Tür, einem Halter und einer wunderschönen Klinge. Kann ich mal so eine Gurke haben? Danke. Sie funktioniert noch. Diese Klinge, in dieser, eigentlich nenne ich sie immer gern Wahrheitsmaschine, weil nur wenn Leute die Wahrheit sagen, passiert nichts. Die kommt hier rein. Die Tür wird verschlossen, Udo. Ganz locker bleiben. Und dann wird geprüft, ob alles seine Richtigkeit hat. Das heißt, wir haben hier oben ein Loch. Und wir haben hier unten ein Loch. Hier ist soweit alles klar? Es ist, ja. Hast du über den Spruch nachgedacht? Lieber Arm ab als Arm dran? Das hast du mit Wolfgang noch auszumachen, wenn ich nämlich spielen kann. Ah, du musst halt singen. Udo, nur nochmal so zum Nachdenken, ja? Und du putzt die Sauerei. Denk an die Wahrheit. Das ist eigentlich all. Aua, was ich Finger schließen durch. Ah, gut, ist top. Udo, fühlst du dich wohl? Ja. Gut. Udo, das ist ein wunderbares Spiel. Ich mach das mal sauber hier. Willst du mal? Was? Ich tu das mal da festmachen. So. Udo, Klinge ist da. Ja? Was ich jetzt von dir brauche, ist dein Arm. Würdest du den mal bitte hier reinstecken? Einfach durchgegangen. Bleib sitzen. Du fällst doch früh genug vom Hocker. Also, Einfach durch. Ja, genau, Udo. Noch ein Stück davon. Das Armband mag ich nachher. Das geht so leicht so runter. aber mach mal Hinblick ab, gell? Und dann hältst bitte das Tuch fest, dann kann ich nachher das Blut leichter wegwischen. Und die Gurke brauchen wir hier unten als Kontrollinstanz.
das heißt, ich hätte geschissen. Okay, Udo. Kennst du das Spiel? Sag die Wahrheit oder Pflicht? Was ist los? Gurke. Udo, die Hand ist schon noch da, oder? Ja. Die Gurke auch. Alles okay? Udo, jetzt erzähl doch mal, wie war denn das damals mit 14? Geil. Du willst mir nicht erzählen, dass du so früh angefangen hast? Nö, aber sie war trotzdem. Schäfer trotzdem. Gut. Okay. Die 10 Gebote rückwärts, bitte. Vergiss es. So, ja, wenigstens 3 davon. Du sollst Vater und Mutter ehren. Okay. Deines nächsten Weibes nicht begehren. Schade. Lügen schon 3 Monate. Und Paragraph 11. Und Umbringe Alkohol. Du sollst dich nicht erwischen lassen. So schaut das. Udo, Weil er weiß, was wir haben ja jetzt drüber geredet, aber die Jungs von der Band haben gesagt, sie können auch ohne. weiß ich. Also wenn du singst, dann reicht denen das. Und deswegen denke ich, bringen wir die Sache jetzt zum Abschluss, oder? Geht's dir gut? Warte, ich muss nur so zielen, ja? So. Alles okay? Das ist so. Können wir? Ja. Udo, das tut mir fürchterlich leid. Ja, auch Glück geht, ne? Alles noch dran? Hey, Udo ist gut, Udo ist brav. Das Ding kontrolliert nämlich normalerweise alles. Und wir können gerne nochmal gucken. Das Ding ist scharf, ja? Bist du braver Kerl. Applaus für den Udo, danke fürs Zuschauen. Ich hole mir gleich noch meinen kleinen Koffer und vielleicht werde ich bei dem einen oder anderen ein bisschen am Tisch rumzaubern. Da gibt es dann Getränke. Und ich denke, die haben jetzt genug Pause gehabt, du kannst gleich wieder